Dat is lang kein Geheimnis mehr, dat unsere Gesellschaft ein elektronisches Apparatproblem hat. 92% Menschen von Amerika ihnen einfällen. Untersuchungen haben herausgefunden, dass wir mehr verbunden sind als jemals vorher. Aber danach fühlen wir uns allein, einsam und sind doller bedreht als jemals vorher. Wo kann das bloß möglich sein? Wissenschaftler, die dort studiert haben, nennen das als ein allgemeines Handlungsproblem. Wir alle stimmen mit an, dass diese elektronischen Apparate einen vernichtenden Eindruck in unserem Verstand und auch in unserer Gesundheit haben. Und danach fühlt sich dort meist allmählich, diese Dinge von uns wegzuholen, wenn die so sehr verbunden sind mit uns Leben. So, was können wir nicht tun? So viele von uns worden immer mehr an, dort unsere Phones fangen an, mehr von uns zu nehmen, als zu geben. Das geht nun nicht darum, den Phone wegzuschmieden, sondern das geht darum, wer noch zu denken, die Apps, die ich an meinem Phone habe, als het naar afleiding oder sind nutzbar. Du kannst es fast apart tun, mit deiner Familie als eine kleine Gruppe, einmal reich als eine ganze Kirche. Und wirklich, dort wirkt am besten, wenn eine ganze Kirche dort taugt hat. Wenn du dein Leben trägst wirst von diesen elektronischen Apparaten kaufst, probier das selbst aus. 21 Tage van beden en vasten. En dit jaar wil we vasten. En we nemen deze serie van boodschappen de digitale vast. En dat is wat we willen aanvasten, aan de digitale zijde. En zo, we willen beschikken naar, en dat is het nächste 4 week. Wat heeft de digitale wereld te zijn, te doen? Wat zijn er voor vallen? Wat is de prijs werkelijk voor deze digitale dingen wat we voor ons hebben? En zo, ik wil van jou een beetje een aanleiding maken voor de nächste 3 boodschappen wat er nog komen. De nächste 2 boodschappen wat Pastor John doet, ook aan dezezelfde thema, de digitale vast. En dan de laatste boodschap, die wil ik dan nog toemerken in dat. En zo, we hebben al voor meerdere jaren, maar het jaar aangevangen met beden en vasten. En we willen dit jaar ook weer doen. We hebben meermaal dat we daar een beetje gefocust aan wat eten te zien doen. En dan die tijd gebruiken te beden. En dat iedereen kan wissen, zich dat zo plannen, zoals hij wil doen, wat van vasten passend weer voor je. En je kan dat weer nu ook nog doen, want je wil verwissen van was eten, vasten en die tijd gebruiken te beden. Je kan dat wel echt doen. Maar we willen besonders gefocust zijn en dat is de nächste 21 dagen. Wat gaan we vasten van deze digitale dingen wat we allemaal voor ons hebben. So we hadden, wanneer je uit deze service uitgaat in de verleid, dat is een nette dash opgesteld. Er zijn verschillende papier, wat informatie wat je kan metnemen, wat je gebruiken kan over de nächste 21 dagen als familie. Wat je een ideeën hebt, wat ervan te vasten, wat te doen met je technologie. Er zijn kleine folietos, zoals dit, kleine brochures. Aan de hinterkant er zijn QR-codes. En een van de QR-codes, dat wat je leiden aan een boek, dat is een handboek, dat noemt zich de digitale vast. Dat is een Engelse boek, dat is bij de informatie dash, kan je dat daar typen wat je wil, of je dat zelfs bestellen. En dan is er ook nog een QR-code. En wanneer je den scant, dan kan je opzien aan een WhatsApp-nummer, waar we voor 21 dagen voor een korte devotional uitchecken, iedere dag, wat zich ook handelt aan deze digitale vast. En zo wanneer je wel plaats zijn van dat, dan kan je den scan, je opzien ervoor, plus voor de 21 dagen, Pastor John wordt de iedere dag uitchecken. En dat wordt plus, even zien, phone zijn, dat je kan horchen naar deze devotional voor deze 21 dagen. Er waren ook verschillende dingen zijn voor de jugend. Er zijn wat bouwers wat de jugend zich kan oppikken. Er zijn ook verschillende dingen wat je kan doen met je jonge kinderen. Ideeën wat je kan doen aan een dash. Er zijn ook kleine kwarten wat je kan metnemen. Dat noemt zich conversation starters. Kleine kwarten met dingen opgeschreven. Waar je kan aanvangen te vertalen van deze dingen aan een dash. Met je vriend of wat immer. En dan hebben we ook wat uitgemerkt voor de kleine groepen wat je kan doorgaan. En zo de kleine groepen leren, die worden geschickt krijgen aan een WhatsApp van de oude morgen wat dat eruit komt. En dan kan je een ganze groep dat checken en dan dat doorgaan als een kleine groep. En zo ik wil jullie van de moed merken om plus plat te zijn van deze 21 dagen van deze digitale vast.
Bloß einfach mal das ganze Nervensystem zu sein, uns Körper mit einem Detox geben von unserer digitalen Welt, wo wir beide leben. Ich glaube, wie weiter alle die gute Dinge, was wir sollen tun. So ist ab diesen Broschüre, ich habe das Papier, da sind verschiedene gute Angewohnheiten, was wir können tun, Übungen, was wir können tun. Ich glaube, die waren uns alle nur bekannt sind, das nicht, dass wir die nicht weiten. Der Trouble ist, dass vielmal dann da wieder nicht. Wie weiter, was wir sollen tun, oder was wir nicht sollen tun, wie weit wir sollen das nicht mitnehmen, bis sie ans Bad, oder wie soll ich ans Phone brücken bin vor, oder was immer das ist. Und aber es kommt darauf an, dass wir das werden danach tun. Und so, das sind 21 Teile von diesem digitalen Faust. Die wollen wir bloß merken, dass geport war von dort, dass ihr merken. Aber das ist nicht ein Bemat, das ist ganz up to you. Dass ihr das will tun, oder dass ihr das nicht will tun. Ich persönlich, ich will neugierig zu sein, was an mir persönlich tun. Wo mein Aussicht was ändern über die nächsten 21 Tage. Was passiert meine Verhältnisse mit Menschen, die ich taub sehe, mit der Familie, even in mein jährliches Leben, wie kann ich Busia wassen in mein jährliches Leben. Und so ich will ein bisschen Mut merken, dass ihr Part von dort war, wenn das passend ist dafür jünt. Lass mich hier anfangen mit some Dinge sein, was wir nicht wollen tun und was es nicht ist. So, was es nicht ist, wir sind nicht gegen Technologie. Wir sind nicht gegen Technologie. Technologie, das kann ein gutes Ding sein. Das kann uns auf verschiedene Wege halten. Wir brauchen das in die Kirche. Und je brauchen das alles. So, wir sind nicht gegen Technologie. Das ist nicht, um was das die Botschaften gehen. Wir sind auch nicht dafür, dass die einen Phone rutschmieden auf dem weichen Haus. Das ist nicht, was wir sagen. Nicht einen Phone weich schmieden. Und wir sagen auch nicht, dass ihr das eben Part von ihr Leben soll fassen von dieser Technologie. Wir fragen uns, dass ihr Part sind für 21 Tage und dort und sein wird, was zu tun. Wir sagen auch nicht, dass ihr eine Arbeit soll hinterlassen. Viele Arbeiten dreht durch Technologie, durch Computers und Phones und so Dinge. So wir fragen nicht, dass ihr auf einmal eine Arbeit war hinterlassen oder eine Familie war hinterlassen oder eine Verantwortung, was ihr habt über die nächsten 21 Tage. Aber was ich noch frage ist, dass ihr da wenigstens noch checken dann und sein so passend ist für ihn, das 21 Tage zu fasten und sein, was passiert in ihrem Leben, in ihren Verhältnissen mit Menschen, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, mit ihrer Arbeit. Wenn ihr einfach bloß mal Mut wählen, dass ihr Regen mit ihr weniger merken in ihrem Leben und dass ihr bis, was der Titel in ihren Futter in ihren Purse ist, dass einfach mal ein bisschen weniger merken. Und all diese auflenkende Nachrichten, was da kommen, sind viele Nachrichten, was da kommen, was da auflenken. Wir haben da mal ein bisschen zu sehen und checken für 21 Tage und das nächste Jahr, Gott, was hast du für uns? Wo wirst du uns hinleiten? Red zu mir, Gott, und beten und fasten von diesen Dingen und sein, was Gott sein will, ist für uns. Im Durchschnitt kriege ich alle 11 Minuten Nachrichten an jeden Phone. Notifications. Dat is een Durchschnitt. Some van jullie würden sagen, oh, dat is voor zich aan mij als dat het komt tijd even. Some van jullie hebben een smartwatch. En wanneer het niet aan je phone zei dat tijd aan je phone, zoals dat nan komt. Maar im Durchschnitt, alle 11 Minuten komen de Nachrichten aan. En veelmaal, dan steht uns dat van de dingen wat we groot dan doen. Vielleicht reden we met een vriend, met onze familie, met een kind, of met een business deal. En onze notifications komen aan. En dat lenkt ons af van de dingen wat we die tijd dan krijgen. En dat is waar we zijn, we hebben al 21 Tage nemen te fasten en beten en zijn wat God voor ons heeft. Ik wil vragen dat je opstaan, ik ga hier een Bibelvers wat ik wil lezen met jullie top. En dit vers, die heeft een beetje nieuwe mening voor mij gekregen. Dat is Johannes 10, vers 10. Dit is de hoofdvers te vandaag. En ik hoop ons wat het al een beetje opgaan, wat het hier werkelijk zegt, wat Jezus zegt. En zo, hier is de vers, Johannes 10, vers 10. Een steler komt bloos om te stelen, te slachten en een grond te brengen. En dan zegt Jezus, ik zie kom dat leven te brengen en dat zij dat val ophaal. Jezus, dankzij voor die woord, dankzij dat het levendig is, dankzij dat het van jou nog einmal te ons redt.
En ik vraag ons God merk aan zijn harten en aan zijn danken op te dat aannemen wat u te zijn has. Amen. Je kan u een doel zaten. Johannes 10, vers 10. Dat is een zeer bekende vers. Hij wil veelmaal gehoord. En op het beschrift Jesaja krijgt wat hij vindt als je komen te doen. Dat zeg je met wie hij is. Dat zijn in 3 woorden beschreven. Hij komt te stelen, hij komt te slachten en hij komt te vernichten. Aan de grond te brengen. Mir is het interessant hoe dit geschreven is. Hoe Jezus dit geschreven heeft in dat part van een context. Wenn hij redt ervan dat hij is de gouden herd. Hij is de gouden herd. Hij zegt een gouden herd die geeft zijn leven op voor de schop. Hij zegt dat zijn schop de Heer zijn stem. En dort tussen dan zegt hij dat wat de stelen is gekomen. En wat hij is gekomen. Hij is gekomen om het leven vol op te brengen. Hier is een beeld van een iPhone 7. Dit is de iPhones mal uitgekomen. Wer van jullie had een iPhone 7? Ja, some van jullie hadden. Ik had ook. Ik wil zeggen, nieuwsgierig om zijn wat dat we doen. Ik had een iPhone 7. Ik heb vandaan nog een iPhone gehad. Ik bleef bij dat wat ik geleerd heb. En op er zijn nodig nog veel meer iPhones uitgekomen. Hier is nog een beeld waar de verschillende iPhones uitgekomen zijn. Verschillende models. Aber trägt nur dort von den iPhone 7 ist einmal uitgekomen. Da wäre keine downloadable apps, was du die kurz raufholst. Da wäre keine News apps an den. Da wäre kein Facebook, kein Instagram an den Phone. Da wäre kein Snapchat oder Be Real oder so von den Dingen, keine Dating apps. Und aber nur dem sind viel von den Dingen mehr gekommen. Hier ist noch ein Bild mehr. Das ist der iPhone, nicht iPhone, das ist der Cellphone sich entwickelt hat. Wem denkt dat nog van de Nokia, dat van wo de maat wat een fijne flashlight had? Ja, sehr fijne flashlight. Aber dat hebben we met je zijn, ik denk je denkt dat ze van de grondskaarten tiet, waar dat ontwikkeld heeft, deze technologie, niet pas de phones, maar ook vele andere areas. En zo, we hebben nog helemaal hier een boodschap die ons dit krijgt aan deze technologie. Aber we dachten zo, in deze 21 jaar wel mal zijn, wat zijn de verslechte aangewoonheden in ons leven? Jeder persönlich, was ich mich angewandt durch die Technologie. Und so ich hier steht, wir sind nicht gegen Technologie, das ist ein gutes Ding, aber was haben wir uns für schlechte Dinge angewandt mit dort? Und da werden wir von weg, dass wir dort keine Brücken vergeudet. Und so der Titel, mein Message-Titel von der sagt, den Preis für die Technologie. Den Preis für die Technologie. Das ist nicht den Preis, was die das kostet monatlich. Das ist ein Phone-Tara, was die Phone kostet. Dat is de werkelijke kost. Wat is de werkelijke kost van de technologie? De kost van verhältnissen wat er zijn twee gewoon door de technologie. Die in het leven, waar dat is wieder gekomen van de technologie. Even die gezondheid, die verstand gezondheid, de mental health. Waar staat het met dat, wanneer we deze technologie hebben? En zo ik wel van de 3 woorden wat Jezus gebruikt in deze vers, om te checken, wat is de vindt gekomen te doen. Te stelen, te slachten en te vernichten. En wat is dat, wat gaan we dat aanwenden te ons in 2026? Nee, het jaar, wat gaan we deze weer voor ons aanwenden? Nummer 1, hij is gekomen te stelen. Hij is gekomen te stelen. En ik kijk dat een beetje naar dat originele woord, wat dat meint in de Griechische spraak. En dat zegt secretly steal, oder hingerek steel, would we kunnen zijn. So hij is gekomen om hingerek te stelen. In de römische cultuur, daar wordt het woord veel gebruikt, want somebody zich een zeer geschneven plan had uitgedacht, waar hij woord kunnen wem bestelen, ohne dat de andere dat woord antwoord, dat hij bestolen werd. Dat is het woord wat er veel wordt gebruikt voor dit. En zo komt hij op eenmaal als tijd te stelen met deze phone. De 2 wichtigste resources wat we hebben, de 2 wichtigste verrood wat we hebben in ons leven, dat zijn tijd en opmerkzaamheid. Tijd en opmerkzaamheid, dat zijn de wichtigste dingen. Time en attention. Een man wat bij Google schafft, bij de Google Company, hij zei dat de tech-industrie, dat is een beetje van dat een reis is om de mensen opmerkzaamheid te krijgen. Ze wil de mensen opmerkzaamheid zijn te krijgen. En hij zegt dat in grote ganzen de technologie die is zo designed en die phones die zijn zo designed, moet wel en zo gemerkt om die zijn af te lenken
en die seine gebunden te houden. Distraction, addiction, dat is wat ze dat namen. Wenn hij sagt, dat is hoe het geld is. Wenn ze die opmerksamheid kunnen hebben, dat is hoe het geld werkelijk is. Een economist, een mens wat naar de economische dingen kijkt, hij naam dat een wirtschaftliche opmerksamheid. Attention economy, dat is wat het werkelijk is. Dus de economie die draait om zijn dienen opmerksamheid te krijgen. Dat is een man die heet Seth Godin, dat is een marketing expert. Ik geloof je worden al eenmaal gaan zijn, vielleicht aan je found, hij zei goed en mensen helpen wil te marketing, wil kost u beter dingen verkaufen. En hij zegt dat die found, die schafft wirklich nicht für die. Wie sei dat vielleicht mal einmal, oh, mein Found, der schafft für mich, der merkt mir Geld. Er sagt, der Found, der schafft wirklich nicht für die. Du schaffst für den Found. Er sagt, dass Apple, der Found, der schafft für Apple, für Google, für Facebook. Und er sagt, dass wir glauben vielleicht manchmal, dass wir sind die Kunde, aber in Wirklichkeit, das nicht so der Business Deal ist abgestellt. Er sagt wirklich, wir sind das Produkt. Wenn was da wirklich verkauft wird, das ist die Aufmerksamkeit. Dus wenn du am Phone bist und du hier noch verschiedene Dinge checkst und du hast Scrolls hier, du hast Dinge, was du noch checken darfst, somewhere mehr Geld mit dort. Auf Englisch sagt es monetized. Und so somewhere mehr Geld damit. Nächstes Mal, wenn du am Phone bist und du checkst hier noch all diese verschiedenen Dinge, die Aufmerksamkeit ist hier und denkst du bist was somewhere mehr Geld mit dort. Die merken Geld und die merken verdienen damit. Und diese großen Tech-Companies, die weiten dort, die können dort sein durch die Phones, dass das gebraucht wird, so viel mehr du noch Ding checkst, weil du checkst noch einen schwacher Traktor oder was immer das ist, so viel mehr von dort wird immer noch die Notification kommen. So viel mehr noch die ein Ding checkst, so viel mehr kommt da bloß von dort. Sie brauchen die Knowledge, die Verständnis, brauchen sie, zu mehr da handchecken, dass die mehr noch da checken das nennt sich Algorithms, und das wo sie die Wässer zu holen kriegen, diese digitale Addiction, wo die Faust anbasst, wenn sie merken, du Geld mit dort. Hast du auch mal ein WhatsApp gekriegt, und du kriegst ein WhatsApp und du beantwortest den, und meistens dann, yes, wenn du beantwortet hast, dann fällt die bei was ein bisschen Ware kicken, kickst ein bisschen Ware, und ohne ewig gedacht, dann besser auf Instagram gehen, besser on Instagram, und dann sind da was Reels, und das ist irgendein Basketballfahrer, was hier am Bein abfährt, ein Mountainbiker, und dann das nächste, dann sitzt somebody, der hängt on Airplane, das ist auch sehr gutlich, und du drehst wieder, und über dem Bass, was irgendein anderes Ding, wo ein Australier Ding ist, wo sie irgendwas in den Coke-Land hatte, vielleicht Minz, und das schiebt da alle Toprit, und nächstes ist ein Gitarre-Solo, und dann setzt du den ganz besten Volleyball-Spike, was du ever gesehen hast, und dann nächstes ist Elon Musk, was du something sagt, und dann ohne ewig da, auf einmal klickst du ab, dann sind 36 Minuten verdunst. Die sind weg. 36 Minuten sind weg, bis du diese Reels hier checken. Und how about mit dem Clickbait? Die junge Menschen wissen vielleicht besser, was das ist, aber Clickbait ist krank, was ist noch hier? Clickbait. Du sollst dann abdrücken, dann sind eine Fall. Und da kommen verschiedene Nachrichten kommen an die Phone, und das sind Clickbait, und ganz meiste Zeit, weil sie haben, du sollst dann abdrücken, das sind anschmerende Nachrichten, und something, was die hier am Licht führt. Wenn einmal auf das Bild abdrückst, oder ein Video, oder vielleicht hast du irgendwas geschrieben, ein Artikel, und aber du bist dabei, und auf einmal wahrscheinlich ist das wirklich so, und das so was bitter gewollt. Und vielmal ist es so was bitter gewollt, dass du anfängst zu ängsten, ist das wirklich so, was ich hier sage. Vielmal der Clickbait ist nicht unbedingt das rechte Ding. Und dann auf einmal fingen wir uns, wo in ein Lachen angeholt, in ein nutzbares Ding, wo wir beide sind, ganz nutzlos. Ganz nutzlos. Psalm 119, Vers 37. Leid meine Uhren auf von nutzlosen Dingen. Beweeg mich mit nieuwe Kraft. Er wordt een nieuwe geforscht, een survey gedaan in 2021. En ze daarmee gekeken hoeveel tijd spenden mensen werkelijk om phone. Dus hoeveel zijn die aan de phone? En de helft van de mensen wat ze vroegen, de survey wat er wordt gedaan, de helft van die zeiden dat ze weer van 5 tot 6 stunden weer zo aan de phone. Jede dag, daily. En dat wird niet dat zij aan de phone weer met arbeid. Dat wil ik bezien. Bezien arbeid. 5 tot 6 stunden am phone. 45%
von jungen Menschen, Teenagers sein, dass sie sind meist die ganze Zeit immer online. Nicht konstant, meiste Zeit immer sind sie online. Und bis wir mal ein bisschen kicken nach der Wegschule, wo das gleich steht mit das, sein, wie viele Menschen an Smartphones sind und an ihre Phones. In der ganzen Welt sind 7,96 Billionen Menschen. Groß 8 Billionen Menschen sind da. Und die, die ein Smartphone haben, sind 6,92 Billionen. Und so das sind 27% von der ganzen Welt Menschen, die ein Smartphone haben. 13%, die nicht haben. Ich frage mich dann, sind das die kleinen Babys, die dann nicht ein Phone haben? Dann müssen die kleinen Babys sein, die dann noch nicht ein Phone haben. 13%, meist alle Menschen haben ein Smartphone. Wir verlieren so viel Zeit an unserem Phone. Und nicht bloß verlieren wir Zeit an unserem Phone, aber wir verlieren auch die Fähigkeit von unserer Aufmerksamkeit, dass wir gleich mal so aufmerksam sind, dass wir mal eine Zeit wären. Unsere ganze Attention Span, unsere Aufmerksamkeit, da geht jeder Jahr ein Wasser drauf. Der Durchschnitt einer Person, ihre Aufmerksamkeit ist 8 Sekunden. Der jüngere Mensch, sind mit weniger, der Gen Z, das sind die von 1997 bis 2012, was die da geboren sind. Die sind von 6 bis 8 Sekunden, die sind in dieser digitalen Welt geboren. Die von 1981 bis 1996 ein bisschen höher, vielleicht 12 Sekunden oder so. Die Gen X, das sind die 1965 bis 1920. Josh, was dann geboren sind 15 Sekunden. Die Babyboomers, das sind die noch ein bisschen älter, das sind die von 1946 bis 1964. Der Attention Span ist höher. Die können längere Zeit aufmerksam sein, wenn sie ihre Angewohnheiten und angewohnt für diese digitale Welt anfangen. Im Großen und Ganzen. Und aber die finden, die kommt, ans Leben sein, zu verlenken, distracted zu sein, dass wir wachgelegt sind, und dann, dass er kann ganz Plätschchen abstellen, kann er uns bestellen. Er kann unsere Zeit wegstellen und unsere Aufmerksamkeit mit unserer Technologie. Ich sehe manchmal nach den Games vor, wenn unsere Kinder Games spielen wollen. Jordan hat manchmal Soccer gespielt und ich habe mich selbst gefangen an den Bleacher sitzen und steht da, ich kicke nach das Ballgame, dann sehe ich an meinen Phone und habe verschiedene Dinge hier bekickt. Ich habe mich gestaunt, weil ich habe even rumgekickt, über wie viel von uns Älteren da sitzen und wir sind an uns Phone und steht dort, wir kicken, dass die Kinder das Game spielen dann. Ich habe mich und ich möchte das, weil ich heute nicht eine Chance ableiten, bis wo wir sind, wo ich habe verbessert mit das. Ich sehe in einem Restaurant gewesen, und ich und Christi, wir ein Stückchen träge in Chihuahua in einem feinen Restaurant. Und das Lied, ich kam dann mit einem jungen Kind, für sich dort sahen, sie sahen das Kind an, dann nahmen sie erst die Purse, iPads und Phones und so eine Dinge und sahen für das kleine Kind an. Sie sahen sich dort, hat auch bei ihr Phone, und der ganze Oven war, wir sind an ihr Phone da. Wie wir hier in ein lokales Restaurant, ich habe ein Lied in einem Restaurant, der hat eine 12 Jahre mehr. Und der Lied sah sich durch, hat bei der Phone, der kleine Mial hat nicht ein Phone. Und der buchst der Daddy einmal an und sagt, Daddy, und er will mit dir vertellen. Und er schafft mir zu sehen, ich sehe hier an meinem Phone. Und so, der ganze Abend, wir die beiden Eltern an ihr Phone, der kleine Mial, der kickt sich rum und was die anderen Menschen tun. Hier ist das Ding, ich glaube, dass unsere Phones, die stehlen uns sehr besondere Momente weg von unserer Familie. Wir sind taub mit der Familie und die Kinder wollen uns was fragen, die wollen uns was sagen, aber no, wir scrollen hier. E-Mail, WhatsApp, Instagram, all diese verschiedenen Dinge, was da sind. Und so die finden, dass sie kommen, zum Abstellen, unsere Zeitseite wegzustellen und unsere Aufmerksamkeit. Nummer 2. Die finden, dass sie kommen zu schlachten. Das ist nicht meine, wie Jesus sagt. Die finden, dass sie kommen zu schlachten, to kill. Er kommt zu schlachten. Das ist dasselbe Wort, was da gebraucht wird. Auf Englisch sagt to kill. Ich kicke das auch noch mit, was sagt das? Das ist to slay or to slaughter. Das ist dasselbe Wort, was da gebraucht wird in Lukas Kapitel 15, wo die verlorene Seele in das Haus kommt und der Vater sagt, Jungs, gut, holt mal, dass ihr Vater Kauf schlachtet, dann werden wir das eten. Das ist dasselbe Wort, was Jesus hier braucht. Das ist dasselbe Wort, was in der Apostelgeschichte Diene ist,
wo Gott der Petrus sagt, sei das Lerken drauf laten met het eten erbij. En hij zegt, met het feit erbij, hij zegt, slacht en eet. Dat is hetzelfde woord wat Jezus daar bracht. 1 Petrus 5, vers 8. Zijt er nu, ziet, der gedacht en wakker, wils hun jena, die bij zijn vriend, schlikt zich ram als zijn brandende lijf en ziet naar wem hij verrieten kan. Op Engels zegt het to devour or swallow. En dat is wat de vriend komt te doen. Hij komt te slachten. Er zijn verschillende studies gedaan. Mensen hebben gestudeerd en nu geforscht. En er steeds in Europa en in China, verschillende steden. En hij kijkt, wat dat wanneer mensen zo veel aan ervaring en social media zijn. Dus wat dat today aan de gezondheid. En ze zeggen dat het een veel grotere mogelijkheid dat die mensen wat meeste ganze tijd aan ervaring zijn, dat die meer nervenkrankheden en mental issues, dus die gedankenkrankheden, zoals anxiety, dat je leicht angst hast, du bist ängstlich, een ängstlicher Mensch. Depression kan een ding zijn, moedeloosheid, leer het zelfs wird. Weinig slopen danach, ik heb dus gleich maar slopen, ze hebben hier aangehoord. Even dat ze ontdekken zichzelf het leven te nemen. En ik wil dat hier niet dramatisch merken met dit. Maar wanneer somebody is wat gedanken heeft of ervaringen heeft van zichzelf het leven nemen, dat we best alle dat klaar dat komt van de duivel. Dat komt niet van God, dat komt van de duivel. Jezus zegt, de duivel is gekomen om te slachten, te killen. En zo is het mogelijk dat de vriend de technologie brukt, ons phone brukt, wat hier ons gezegd en dacht, wat ons online houdt, wat ons ongehoord houdt, ängstlich houdt aan onze ene kleine digitale wereld. Nummer 3. De vriend is gekomen om in de grond te brengen. Dat is wat de vers zegt. Te vernichten, destroy. En dit woord dat mijn om het leven te nemen. En aber dat kan ook mijn dat existeert nog immer, aber dat is niet leven ben. Not flourishing, zegt het op Engels. In andere woorden, dat is uitgebleekt. Dat bleek niet meer. De ene tijd dan bleek het, dat is je nog immer, aber dat bleek niet meer. Jezus aan de andere zijde, hij zegt, ik zie je bij komen dat leven te brengen en dat je dat val op hebt. Aber de vriend is gekomen om een blijend leven te vernichten. De vriend is gekomen om een blijend leven te vernichten. De smartphones, die hebben onze nieuwe, de jonge generatie, de fähigheden, was het waargenomen om door deze fysische wereld, even door te vinden, wo gaan we gaan, wat doen we. Er zijn te veel in een ene kleine digitale wereld geweest. De smartphones, die hebben vele eigen vernicht. Die hebben de eigen vernicht. De eigen wat de eigen bleed, wat een schmakke eigen weer, wat het schijnt op ging. En het seksuele leven, dat is vernicht door ganz ohne eigen toetreden tot pornografie. Dat is alle op. Dat is ganz ohne eigen toetreden tot pornografie. En een schmakke eigen wat niet meer is. Die existeert nog maar, maar die blijft niet meer. Niks blijft. Vele eigen zijn aangegaan en blijven niet meer van deze dingen. Sommige ouderen geven de kinderen dezelfde content, dezelfde device, dezelfde phone, waar ook alles op is. En de kinderen weten zich er niet met. Bloos, wenn de kinderen zich beter weten in de phone ruim te vinden, is wat we ouderen doen, dat meint niet dat die weer wegblijven van deze pornografie. En zo, sommige ouderen zeggen, man, ik heb mijn kind dat al gegeven, dat kind is jong, ik heb het gegeven. Ik zei, dat schaft al niet, wat kan ik doen, wat kan ik terug, kan ik naar links en weg terugbacken? Dat is zwaar terug te backen, maar ik weet dat we willen alle het beste van onze kinderen, we willen hen leiden, we willen hen beschützen in deze digitale wereld. En zo ouderen, wanneer je nog kinderen thuis hebt, dan redt je de kinderen ervan. Redt de kinderen, waar de phone te gebruiken, wat te doen, wat niet te doen, waar met dat om te gaan. Veelmaal geloof ik dat de kinderen die luren al, dat de ouderen warm komen met ons ervan reden.
davon reden. De Kinder luiden nog. So andere reden met jullie Kinder van deze dingen. Red davon. Wo ze den phone brücken, dat je het beste wel vindt, dat je het leven, je wil haar het zelfde leven, vrede, vrijheid erleven. En mij zit zoals die den phone brückst, dat je de rechte weg. Dus er wordt niet vrede en vrijheid zijn in die leven, so wat gaan we doen met dat? Hier zijn some nächste Stappen, wat je kan nemen, wat we alle top kan nemen, in deze 21 dagen van beden en vasten. En zo januar, den 4 van deel, bad januar den 25 wil we vasten en beden. We willen een digitale vast hebben. En wat meint dat? Ik ga je some praktische dingen, waar ik kan je best als met een route geven, wat je doen kan. En, maar ik geloof voor ieder item wat het anders loten, is voor de nächste vrijheid, wat ik wil zeggen, is niet voor allem wat het even reinloten. Some mensen gebruiken ervan sehr veel zum business driven en zum een leven merken, vielleicht durch YouTube en verschiedene soorten dingen. En zo wordt verschieden loten van een persoon tot de nächste. Maar vind uit wat schafft voor jullie en jullie familie. En merk dat de keer met je top dat doen. Eén ding wat je kan doen, is je kan in je settings, kan je phone wit en zwart stellen. Dat het geen colors bijna zijn. Stelt het, voor 21 deel, stelt het mal wit en zwart. Nicht mal de status is van een ander lied wat hij te eten had, zit goed, weil dat alle wit en zwart. Stelt het wit en zwart. Hier zijn some andere dingen wat er praktisch zijn, wat je kan doen. Eerstens wil ik je some dingen zijn wat ik geloof, wat er afleidt met je phone. Eén ding is social media. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, al die dingen. Wat ik je wil te roden, laat die af uit je phone even deze 21 dagen. Wel moet zijn wat doen voor je leven. Laat die af. Videogames, al die nieuwigheden, nieuwsapps, je internet, de webbrowser, YouTube, Amazon, shopping. Some van die dingen wat je afleidt, laat dat pas mal uit je phone eruit. Hier zijn some nutsbare dingen wat je kan doen met je phone. Wem denkt dat nog als we een phone gebruiken zum phone? Die we actually best krijgen zum phone. Vandaar dat weinigste wat in wat je gebruikt is zum een phone call maken. We dat phone erbij loten, de WhatsApp erbij loten. We doen zeer veel over WhatsApp. Dat meint niet dat we al deze statuses gebruiken zijn over deze 21 deel. Vielleicht de businesses, wat de business doen, gebruikt die een kalender. Die airline apps wat je gebruikt, veel van jullie doen zeer veel reizen met airlines. Die een camera, beelden nemen. Die een ware, soms van die dingen wat er nutsbaar zijn, gebruik die. En dan al die dingen wat er niet nutsbaar zijn, dat is best mal daaruit. Wat ik je wil te roden is, move alles wat je kan naar je computer. Wanneer je een laptop hebt en een computer hebt, dan move zoveel als wat je kan van hier naar je laptop. Dat er plus die dingen zijn wat je er werkelijk verbruiken dan. En dan wanneer je bij de arbeid bent, dan ga je die dingen doorheen aan je laptop. Maar gebruik bloos dat aan je phone wat je moet hebben. Hier zijn twee hoofddrijfs voor deze 21 dagen motivation, wat we kunnen zeggen, om 21 dagen vasten. En één ding is, om ons best wel een beetje terughouden van den janker van je op de screen op te drukken, jedes Mal, wanneer we een ganz klein beetje bored zijn. We hebben groot niet wat te doen, nu is het bijna, kan nou eenmaal zijn wat er aangaat. We ons best wel een beetje terughouden van dat, over de nächste 21 dagen, en dan die tijd gebruiken en zeggen, God, wat hast du voor mij? En dan die tijd gebruiken te beden, voor je schaaf, voor je familie, voor jezelf. Mensen rond die, gebruik die tijd te beden. En vast van hier tijd wat draaien, en die eenvoudig zijn werden nu het nächste, wat een slapje voor met een bicycle. Het nächste ding is, hoe we dat doen, is, toen we eenmaal waar zelf zijn, wat is er werkelijk wichtig in mijn leven? Dus wat zie ik hier, 2026, die het jaar, we staan op een 12 van een nieuw jaar, God, wat is werkelijk wichtig voor mij? Wat is er wichtig voor mij? Toen dat we waar eenmaal zelf in spelen en kijken en zijn, wat is er wichtig voor mij? Wat wil ik doen in 2026? Wat wil ik doen in mijn tijd hier op deze aarde? En bij hem spelen en kijken. Dit psalmist, hij zegt, in Psalm 139, hij zegt, God, zeg eenmaal wat het met mij staat. En dan zie ik mijn hart. Proef me uit. En zeg wat het met mij staat. Dus wat staat het werkelijk met mij, God? Look at my heart. Waar heb ik mijn technologie gebruikt over de laatste tijd?
Kijk mal naar mijn hart, God, wat staat het met mij? Ik würde sagen, sie bist einfach neugierig. Was können wir tun? Was können wir lernen in das 21. Jahr? Und sein, was der Gott ist für uns. Ich glaube, das ist ein gutes Ding. Ich glaube, das ist ein gutes Ding, dass wir das tun alle taub aus der Kirche. Ich merke nicht, dass ihr mitmerkt mit das ist nicht ein Bemat. Aber ich will nicht mitmerken. Kijk mal, sein, es wird schaffen für ihn. Und dann dat het met jullie Kinder taub. En de verleef zijn verschillende dingen wat je kan metnemen. En ideeën wat je kan doen met jullie Kinder taub. Hier is het ding. Ik weet dat nu al dat wat onhandig zich veel. Want we hadden al best geproefd en de staf van ons weer een deel apps deleten en zijn wist ik dat wordt veel. Dat voelt zich einfach onhandig. Du weißt wat, oh dat heb ik hier nu groot squash. En was het voelt zich dat onhandig, wenn dat zo handig altijd in Instagram altijd nagaan. En zo ik wil je bloos zeggen dat jij op rekenen op wat zich investeert onhandig veel. Wenn wie weiter dat, wie zijn niet heel technologie, wie weiter dat, de phone, de computers, al die dingen, de ons leven investeert veel leichter gemerkt. Wenn wir dat reich brücken, dat kan sehr veel geld doen voor ons. Technologie is een gute ding, wenn wir dat reich brücken. En wenn wir neue dingen brücken. Ik glaube, er zijn veel andere dingen. En zo in deze tijd, waar we mal een beetje kijken naar onszelf en zeggen, wat zijn er voor dingen in mijn leven waar ik de best wel kan uitdoen. Op Engels würden wir das sagen, declutter. Einfach bis mal das Prall hier rausdown. Like some von diesen Dingen, wir können ohne das leben. Besonders für die nächsten 21 Jahre. Wir werden mal die Apps da rausdown und just delete. Das Prall da raus. Und dann werden wir diese Zeit nehmen zum Beten und Fasten und sein, was Gott hat für uns. Ich freue mich, dass ihr abstehen. Dankeschön, Jesus, für dein Wort. Dankeschön, Gott, dass du so klar zu uns redest. Dankeschön, Jesus, für dein Wort, was lebendig ist. Wat ontewaard geht von der für uns in 2026. Ich bete Gott, dass du wahrscheinlich jeder einer von uns Ansicht geben, Mut geben, Weisheit geben, will umzugehen mit unserer Technologie und für all die, was die junge Familien haben, junge Kinder am Heim haben, dass wir reich umgehen mit dort, mit den Kindern und lehren und unsere Kinder können beschützen in dieser digitalen Welt, dass wir die digitalen Dinge können brücken für uns Geld und wir uns nicht was in den Grund bringen. Help uns, dass wir uns Schildwahr abhaben, aufmerksam sein, dass wir weiten, was die Feinde als sie kommen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit zu stehlen, wahrzunehmen, in den Grund zu bringen, ein bliehendes Leben wahrzunehmen. Und wir kommen das hier dort und wir sagen Gott Dankeschön für dein Wort, Dankeschön, dass du uns die Aufmerksamkeit geben. Und wir freuen uns, Gott, dass du uns lernen durch das 21 Jahr von Beten und Fasten, wie wir durch die Zeit nur diese angekommen ist. Wir sind die Geld, Jesus, wir loben dich und danken dir. Amen.